lange Jahren ist dezidiert gehen für die Autobahn auszubauen, von 2 Spuren auf 3 Spuren auf alle Seiten. Das dauert schrecklich lang, 3,5 Kilometer von dem ganzen 12 Kilometer, die fertig sind, und das Ganze soll fertig sein, wenn ich studieren, riecht am Jahr 2030. Die Leute tun sich viele Hoffnungen drüber geknappt, dass der Verkehr Gift dann besser läuft, weil ihn eine Spur mehr hat, auch für den Transitverkehr so zum Beispiel besser zu umgehen. Mais so darf nicht kommen, wie gedurcht hat, dass Lomi besser wie mir einfach für von A auf B zu kommen, wie das am Anfang gedurcht, dass bei einer Autobahn den hört sich geht. Es geht am Anfang halt darum, dass auf der 3. Spur die Reservation ist für Bussen, auch für Fahrgemeinschaften. Mit dem Resultat, dass die 3. Spur, die für die 4 gesehen ist, eigentlich größtenteils idle ist. An der Stau dadurch nicht besser geht, weil man im Auto und da sind natürlich immer mehr schlimm geht. Die Impression nicht lässt, dass es am Anfang hauptsächlich darum geht, für den Auto zurückzudrängen. Ich meine, wo soll ihn fahren, die man denken fährt, wann ihn bekannt bei sich wohnen wird, aber wann ihn keinen von denen hört, den auf dieselbe Platz fährt, wo will fahren. In dem Sinn kann ihn sich vorstellen, ob das wirklich sinnvoll ist, die 3. Spur zu reservieren für Bussen und Fahrgemeinschaften. Die andere Frage, die stellt, die ist aber noch mehr wichtig am Anfang für Reis, und das ist die von der Vitesslimitation. Wir haben in Lützelburg eine typische Vitesslimitation auf den Autobahnen von 130 Kilometer an der Stunde. Du hast auf der Diedling-Autobahn so, dass sie zu Spitzenzeiten auf 70 Kilometer an der Stunde reduziert das, an der Rest vom Tag 24 Stunden dann auf 90 Kilometer an der Stunde reduziert. Also, du kannst dich aber vorstellen, ob das auch Sinn macht, zum Beispiel an der Nacht, von aber definitiv praktisch kein Verkehr hast. Da muss ich also trotzdem mit 90 Kilometer an der Stunde fahren, selbst eventuell Feiertag oder Sonntags. Wenn man Verkehr hast, sind ich einfach gezwungen, dann nicht mehr mit 90 zu fahren. Und da fragen wir Reise, wir fragen erst mal wat genede sind oder han das oder nicht gewölt sie dat enker ze erhegen. Ha geht um eng neue Infrastruktur zu Lützeburg, de Covoiturage. Ich meine, das ist ein ganz gut Sache und das auch richtig gesund gehen. Das fährt jetzt zurück auf eine Motion, die unangenehm gestimmt ging aus 2017. Also wir kriegen auf jeden Fall ganz positive Feedback auch rein. Wir haben uns Zeit geholt, auch für zu sensibilisieren. Wir haben eine Sensibilisationskampagne gestartet, dass die Leute eben sich auf die neue Situation auch können erstellen. Zum Glück, wo noch kein größer Accident da, sodass das alles ziemlich reibungslos über die Bühne gegangen ist, fett ist. Dass sich ein Sicherheitsproblem respektive Sicherheitsrisiko präsentiert, wenn eine zu viel groß Vitesse-Differenz zwischen Vorspuren hat, die eben wieder neben den sind. An dem haben wir natürlich auch ein bisschen Rechnung drohen. Wir sind lo an einer Pilotphase, das heißt, wir sammeln Daten, die ist dann noch ermöglichen zu ajustieren, Sachen noch anzupassen, das wo vom Anfang genau so viel gesehen. Gucken wir mal, wie das geht, eine Entrée en matière. Wie das jetzt eine neue Infrastruktur aber ist. Vom Sommer, so wurde das vom Anfang noch viel gesehen, werde ich den Bilan machen mit Mengen Services. Und ich meine, das ist auch wichtig, den Bilan zu machen. Klingt von der Zeit zum Beispiel, wo mit Maximum 70 Kilometer in den Spitzenstunden darf, respektiv muss fahren, von zwischen 6 und 11 und von 3 bis 8 Dauer, schenkt mir auch ein bisschen lang. Das wurde damals nicht aus der Luft gegriffen, das wurde effektiv auch auf Basis von Informationen, die Point Chaussee hat, wo dann wie das wirklich ist. Ich meine, das ist etwas, was ich wollen aufpassen. Und da kriegen wir im Laufe vom nächsten Jahr auch digital Panoen. Das wird dann über den CITA laufen. An dem Moment kann ich dann auch mehr eine dynamische Beschilderung machen. Wie das kann also in Situationen vom Moment eventuell nur respektiv Verkehrstrafik kann dann angepasst gehen. Und ich meine, dort werden wir dann auch hier schaffen, wie gesagt, das wo vom Anfang an so viel gesehen, dass, wenn wir dann die dynamische Beschilderung können machen, dass dann, wie das dem Moment dann auch angepasst wird, spätestens dann. So nicht, merci. Merci. Pardon, ich hatte eine Sache vergessen, so, weil die hat gesagt, die hat
dir mengt, dass ein Auto soll zurückgedrängt gehen. Also das gesehen ich nicht so. Ich setze mich dafür an, dass Bürgerinnen und Bürger respektive die hier schaffen, kommen all da, dass sie so viel schwach haben wie möglich. Und ich meine, die Investimente, die wir machen, auch an den öffentlichen Transport, ich meine, die schwätzen dafür und dafür werde ich mich auch weiter ersetzen, dass die Leute das schwach haben.